Und somit grüßt ihr zurück bei Pfusch am Bau 4. Wir sind da in Sanctuary, wo wir das letzte Mal unfreiwilligerweise versucht haben, Sanctuary zu verschönern, was aber leider tierisch in die Hose ging, gell? Also, warte mal kurz. Sunset Sarsaparilla. Wenn du mir eine zweite Druckpresse basteln könntest, wenn du schon dabei bist? Du Piper, das muss ich mir ehrlich gesagt überlegen. Warte mal ganz kurz. So. Ja. Wir haben das letzte Mal mit der Railroad angefangen und waren bei der Bruderschaft und haben ein bisschen was für die Minutemen gemacht. Eine Sache ist ja daneben gegangen, wie du gesehen hast. Prinzipiell haben wir ja alle 10 Siedlungen, die wir brauchen für den Storyverlauf, den ich mir vorstelle. Heute machen wir Grey Garden. Genau, mit unserer kleinen, unserer noch süßeren, unschuldigen Piper. Unschuldig? Die Piper? Nö. Absolut nicht, das bestreite ich aufs Wort. Ach Gott, ich sag das, wenn du schon vorkommst wie ein Politiker, naja, dann bitte, die Dame da hat's kapiert. Granate und Hammer, das ist das beste Argument. Genau. Baby. Kann man sagen. Aus. Achso, das ist ja wieder so eine Supermutantenklopperei. Scheißen, na wurscht. Grey Garden. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, ich kenne das Spiel jetzt zwar schon in- und auswendig, gell? Man kann sein, dass ich mich ab und zu mal ein bisschen vertue. Das ist alles Stehlen. Das wollen wir ja nicht. Aber sie ist süß. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Es gibt hier keinen einzigen Menschen? Tja, der Laden ist so sauber, dass es schon fast unheimlich ist. Ganz richtig, Liebling. Wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten überwacht. Du musst wissen, dass es hier 2 Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Grey. Ich erinnere mich an ihn. Er war einer der leitenden Ingenieure von Robco. Aber mehr als nur ein bisschen exzentrisch. Du scheinst etwas verwirrt zu sein, Liebling. Du bist viel zu jung, um dich an Dinge zu erinnern, die vor dem Krieg geschehen sind. Ich war in einem Vault. Im Kälteschlaf. Verblüffend. Ich muss sagen, Liebling, du siehst erstaunlich gut erhalten aus. Also, wo war ich? Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Du bist wirklich was... Tja, einzigartig trifft es wohl. Ist nur schwer zu übersehen. Ich nehme das mal als Kompliment, Liebling. Schließlich will eine Frau ja alles andere als gewöhnlich sein. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage.
Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Ich bin bei den Minutemen. Kann ich dir irgendwie helfen? Aber ja, darauf wollte ich hinaus. Das Wasser. Es ist einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Wenn ihr Minutemen uns helfen könntet, wäre ich euch äußerst dankbar. In Ordnung. Wunderbar, einfach wunderbar. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Weston-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Hast du mal... So, da. Wir müssen unseren Charakter schnell ein bisschen umkleiden. Plus 10, das kurz soll... eine Minute Zeit, Blue? Ja, natürlich. Klar doch. Na klar doch. Es ist nur, was du wegen Ned gesagt hast. Ich habe immer wieder darüber nachgedacht und du hast recht. Die Familie ist zu kostbar. Was ist das für ein Leben für sie, wenn ich sie einfach nie wiedersehe? Es ist nur, dass es mir manchmal so vorkommt, als hätte ich im Leben nur Ned und die Zeitung. Jemanden zu haben, auf den ich zählen kann. Jemanden wie dich bedeutet mir viel. Nicht viele Leute verbringen gern Zeit mit der neugierigen Reporterin. Ja, aber ich mag deine Art von Neugier. Da bist du die Ausnahme. Viele Freunde habe ich mir mit dem Beruf nicht gemacht. Ich wollte nur die Dinge verbessern, die meiner Meinung nach falsch liefen. Als Ned und ich nach Diamond City kamen, lief eine Menge falsch. Korrupte Wachen, lausige Infrastruktur. Vor ein Loch in der Außenmauer hat man einfach ein Bücherregal gestellt. Ein Bücherregal. Mehr nicht. Ich habe die Zeitung eigentlich als rein Akt der Verzweiflung gegründet. Wie sich herausstellte, war ich nicht die Einzige, die wollte, dass die Dinge sich ändern. Nach den ersten Ausgaben waren zwar vielleicht nicht alle meiner Meinung, aber immerhin hörten mir alle zu. Hört sich an, als hättest du wirklich aufgeräumt in Diamond City. Es wurde eine Menge gemacht. Sie haben sogar ein zweites Bücherregal vor das Loch gestellt. Und es wurde zugemauert. Als die erste Ausgabe erschien, fühlte ich mich, als hätte ich das erste Mal etwas Nützliches getan. Aber danach änderte sich alles wieder. Die Leute wollten nicht mehr mit mir reden. Offenbar war ich über Nacht von Piper, der Freundin und Vertrauten, zu Piper, der neugierigen Schnüfflerin geworden. Viele Leute behandeln mich seitdem anders. Langsam kam es mir so vor, als könnte ich nur noch auf meine kleine Schwester zählen. Ich bin mir sicher, die meinen das nicht persönlich. Kann sein, aber das ändert nichts am Ergebnis. Zumindest bis heute. Bis du kamst. Du hast keine Angst vor mir, wie alle anderen. Ich war mir sicher, dass die Zeitung das Beste sein würde, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Aber jetzt, da ich hier bei dir bin, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe schon ewig jemanden wie dich in meinem Leben gebraucht, Blue. Ich dachte nur nie, dass es auch passieren würde. Also danke für eine Freundschaft, auf die ich zählen kann. Hört sich für mich an, als wärst du an mehr als nur einer Freundschaft interessiert. Oh, ich müsste lügen, wenn ich sagte, ich hätte nicht schon drüber nachgedacht. Also nicht, dass ich ständig darüber nachdenke. Es ist nur so, Blue. Ich bin laut und aufdringlich und übernehme mich andauernd. Warum in aller Welt sollte jemand wie du jemanden wie mich wollen? Nach all dem, was wir schon durchgemacht haben? Ich kenne sogar schon deine schlechten Seiten. Und du bist immer noch hier, nicht wahr? Meine Güte, Blue. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du bist alles, wovon ich je geträumt habe. Komm schon, lassen wir die Welt nicht länger warten. Durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Piper hast du den Skill Redegewandtheit erhalten. Sehr gut. Und der hinter Maus und Tastatur sitzt, spricht im Dialekt und scheut sich nicht, mit Fäkalhumor und sonstigen dummen Sprüchen rund um die Ecke zu traben.
Na toll, das kann ja was werden. Heiter, eiter, weiter geht's heute, gell? Vom Schreiter. Warte mal kurz. Also nein, wir müssen ja dieses Ding da unten mal räumen. Das machen wir noch mit der Piper. Was wir dann machen, weiß ich noch nicht. Genau. Jetzt da, ziehen wir das rote Kleid wieder aus, ziehen wir die Lederkombi an, gell? Und dann halt wieder irgendwas, damit wir irgendwas gemacht haben, dass wir irgendwas gemacht haben. Gell? Da ist ein Reiter. Genau. Wir sind hin. Nachschlag gefällig, was? Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Sehr gut, Piper. Piperoni, Mascarpone. Gut, was haben wir da? Eine Waffe, eine Auch schon Koch. bessere Zeiten erlebt, was? Piper, ich zieh dir gleich einen Schmortopf über den Kopf. Dass du gleich vorkommst. Nicht. Also ich muss dir ehrlich gesagt sagen, diese Heilpulver-Sachen und so, diese Mod ist geil. Ich soll da mal, na, vielleicht habe ich es fernab jeglicher Zivilisation eh schon mal gemacht, irgendwo eine Mod-Liste zusammengeschrieben, die du über den Dingensbums findest, genau, im Spiel. Mhm. Genau, so ist es. Gut, jetzt gehen wir uns wieder mit Supermutanten abärgern. Hm? Also Supermamas und Supertanten oder so. Kann man denn? Sehr geil. Sehr geil. Geschafft. Geschafft. Ja, Baby. So, Piper, komm einer. Für ein Schläferstündchen. Weißt du was? Wir werden uns da mal ein bisschen hinlegen. Machen wir 5 Stunden. Genau. Müssen wir wirklich schon aufstehen? Natürlich. Ah, die Roadrail war da. Genau, die Eisenbahn. Schöne Sache. Kurzen Augenblick, jetzt werden wir uns wieder eine andere Waffe. Probieren wir mal Arm, ha? Die radelnde Hirschkuh. Wo sind sie hin? Weit ins Abseits, meine Gute. Ah, jetzt bin ich... Hoffentlich kommen die nicht wieder. Okay, den Erlöser, den müssen wir, glaube ich, herrichten. 102. Da haben wir dich, da haben wir den Gatling Laser. Wollen wir den nochmal? So, jetzt darf wir da mal speichern. Gespeichert muss werden. Hey, da bist du ja. Was war das? Ich sehe dich. Der muss weg, der Supermutanten-Selbstmörder. Ja. Ah, der Hund läuft zu ihr. Wir haben Gesellschaft. Na, wirklich? Wahnsinn, Piper, du hast ja halt ein Hirn, das ist zum Davonlaufen. Au! Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Na, momentan versage ich eher. Oh, die Bruderschaft ist auch da. Was war das? Ja, Piper, das kann ich wieder nicht verraten, was das war. Das will ich da auch gar nicht verraten. Hey, da draußen ist was. Hey, sie sind hier.
Oh oh. Na, das sind die Gunner, genau. Dann probieren wir es jetzt was anderes. Ich bin da eigentlich eh sehr flexibel, gell? Also wirklich durch nichts zu erschüttern. Immer ruhig und gelassen. Boah. Wow. Na bitte Moped herst, ha? Ja, das kann er, der Gunner. Da ist er schon. Das empört selbst meine Raucherlungen. Du siehst das Wasser nicht saufen, Dirndl. Na okay, wenn es ihrer schmeckt, warum nicht? Du, jeder wie er will, gell? Sieh an, ein echter Klassiker. Ja, Piper, das ist wirklich ein Klassiker. Warte mal, den Besen müssen wir mitnehmen. Den werden wir irgendwann für einen Cozy Name brauchen. Weil da steht ja drauf, wenn er Besen fressen kann. Weißt du was, wir spazieren jetzt mal rein. Wir spazieren da jetzt rein zum Reini und machen aus den Supermutanten Gebeini. Aber da ist noch was schon. Das hätte ich jetzt fast übersagen. Die Grütze. Na gut. Schauen wir mal, was da Neues gibt. Wenn ich doch nur wüsste, was es gibt. Nix. Nuka-Cola. Sehr schön. Ah. War da nicht irgendwas mit Meyerlurks? Mit dem Herrn Meyerlurk? Du, Mädchen, du kannst eh nicht lesen, trotz Redegewandtheit von der Piper. Gib's auf. Wahnsinn, Alter, da ist der Loot-Zeigefinger. Hallo? Ist da jemand? Nichts. Ganz schön ruhig, nicht wahr? Na wirklich, wahr heißt Piper. Du bist ja wirklich. Du bist ja wirklich die zweithellste Birne unter der Sonne. Wenn ich die nicht hätte, du tätst mir gar nicht weiterhelfen. Naja, das staubt dich schon beim Hinschauen. Riechst du das? Ja, noch einmal, die Furzwitze sind schon aus. Die sind nicht mehr witzig. Muss man was anderes einfallen lassen. Wow. Den Kanister nehmen wir mit.
oder da auf? Also da geht's aufs Dach, das wollten wir nicht. Wir wollten ja oben. Also müssen wir einen Lift nehmen. So, Piperchen. Mir ist es jetzt wurscht, ob du mitgehst oder nicht. Ansonsten wirst du verdonnert, oben zu bleiben. Untere Ebene. Wahnsinn, wir sind in der unteren Ebene, hast du? Wir sind hier nicht allein, Blue. Na, ich sag nichts mehr. Also es wiederhole ich mich und wiederhole mich. Und wiederhole mich und wiederhole mich. Und bin dann der festen Überzeugung, dass vielleicht und täglich grüßt das Murmeltier ein guter Film war. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Außer, dass es sich wiederholt hat. Das wär's. Oh. Geil. Können wir irgendwas herstellen, was uns helfen könnte? Hä? Overlay Torso. Overlay. Torso. Man siehst, in Automatron DLC haben wir auch noch nicht gespielt. Ja, aber den mag ich nicht unbedingt. Er ist zwar, er bietet zwar einiges an Dingen, an so Dingsbums, aber ansonsten, warte mal, 22 und der hat 28. Weißt du was? Wir bleiben beim 22er. Nur, möchte jetzt was anderes schauen. Wo ist... Aha, und was hat sie da jetzt da? Nix. Sie schaut nur aus wie... Naja. Gibt's für einen Kopf irgendwas? Wenn wir sowas für einen Kopf machen könnten, von der Grütze, dann war ja das... Na, schade. Ja, wir müssen schon anfangen, jetzt da unseren Charakter für die Zukunft herrichten. Aha. Hm. Was soll ich da drauf jetzt sagen? Hm? Wir müssen unbedingt nach Diamond City, ihrer passen die Haare nicht. Aber das Klebebandel am Maul schaut irre geil aus, oder? Naja. Wir werden uns was einfallen lassen. Ich mein, du eh nicht, aber ich. Genau. Weil wir aus unserem Charakter einfach einen kompletten Dulli machen. Das war's aber eh. Wir müssen ja einen Dulli aus ihrer machen, aus dem einfachen Grund. Das würde nämlich zu meiner Storylinie passen. Oder zu meiner geschichtlichen Linie, die ich vorhab. Genau. Dieser Knopf funktioniert nicht. Na, das freut mir aber, dass der Knopf funktioniert. Aber warte Wenn mal. es hier eine Story gibt, werden wir sie finden. Ja, Piper, du such mal deine Story und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Siehst, das war alles nur Spielzeitstreckung. Wir benötigen jetzt mal eine andere Waffe. Funktioniert der jetzt? Da was ich nämlich nicht glaube. Nö. Müssen wir ihm nehmen. Er hat uns bis jetzt noch nie einen Stich gelassen. Wir Ärger. Immer in einem Stück. Piper, du wirst in zwei Stück da rausgehen.
Endlich aus. Piper, du wirst's nie lernen, oder? Ist da irgendwer? Oh. Was? Oh, mein Arm. Na, Auch weil es uns wirklich? ständig umbringen will. Immerhin ist es im Commonwealth nie langweilig. Was soll ich sagen? Dein Arm, mein Arsch, oder was? Mein Gott, na du. Hey, bist du noch da? Ich sehe hier drin so gut wie gar nichts. Piper. Aber das könnte man alles mitnehmen. Was ist da oben? Oh. Bingo. Du kannst jetzt Verandarmöbel in Siedlungswerkstätten bauen. Ja, das bringt mir jetzt weiter, wirklich. Also, Das ist ja wirklich. Wie schön. So, da. Wir müssen uns ja ein bisschen weiterentwickeln, ne? Und, ja. Also da waren wir schon. Jetzt gehen wir den ganzen Schatz da wieder zurück, glaube ich. Passt da. Gewonnen haben wir nichts. Dafür haben wir einiges verloren. An Zeit und an Weg. Genau. I've been looking for der zweite Pumpe. Die muss doch hier irgendwo sein. I've been looking for der zweite Pumpe. Was haben wir denn noch an Waffchen? An Waffchen. Mhm. Wer ist der Deutsch, wo gibt? Wollen wir mal da. Das ist wieder in Nuka seine. Hast du das gehört? Warst du das? Na, Piper, das waren Fürze. Fürze aus dem Intimbereich. Was war das? Oh. Da bist du ja. Den haben wir es gezeigt. Sehr gut, Piper. Reduziert den Schaden beim Blocken oder Sprinten um 15%. Das ist natürlich herzerweichend. Piper. Ja, da nicht auf dem Panzer, du Trottel. Da muss ich wieder mit mir selber schimpfen. Wir sind hier nicht allein. Hey, sie sind hier! Es gibt Ärger! Es sind nur Meierlurks, jetzt reißt ihr ein bisschen zusammen, Piper. Die sind wohl weg. Sollen wir mal speichern?
Aber die Eier sollten wir jetzt kaputt gemacht haben, ne?